Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uf Pelzig. In der letzten Episode habe ich einen Rudi, sein mutierter Schoßhund, niedergemäht. Und jetzt sind wir dann in Crimson City wieder gelandet. Und hier sieht es richtig übel aus. Nein, hau ab, du Gesichter. Rich, hinter deiner Maske. Der explodiert bestimmt, wenn ich drauf schieße, ne? Batsch. Der geht bestimmt hoch, ja. Ich hab's gewusst. Du wärst nicht so geschickt, hier eine Draht zu stehen. Ja, und jetzt sind wir im kaputte Crimson City gelandet und hier geht wohl wieder richtig die Luzi ab. Lauter Ruhelose wieder hier. Der gehört zur Polizei, ne? Oder zu irgendeiner offiziellen Stelle. So. Und jetzt ist er tot. Ach Gott, nee. Ist auch so ein klassischer Homer Simpson-Kommentar, wo sie da auch so Fernsehshow gucken, wo sie dann in die Kästle die prominente Tic-Tac-Toe sozusagen spielen und sich mit Quizfrohre dann battlen können. Und 3 gewinnt halt in einer Reihe. Und dann kommt die Flutwelle am Strand und dann sollen sie alle weg und einer weigert sich und wird dann fortgespült und Homer seine Reaktion vom Fernsehen ist dann an, und jetzt ist er tot. Großartig. So, dann habe ich zwar gemeuchelt, aber dann zünde ich jetzt nochmal A und klauen noch sein gekochte Glipper. 300 an der Zahl. Irgendeiner sieht mich. Wer sieht mich? Ach, du siehst mich. Ja, du siehst mal schon sehr cool. Huch, wie, du kannst über Zäune klettern. Da kommt noch einer arg stolpert. Ich hasse es so zu kämpfen. Stirb, stirb. Fall doch tot um. So, jetzt zünde ich dich noch an. Das waren aber auch ziemlich fiese Laute gerade. Aber wird mal Zeit, unseren Magnum auszuprobieren, oder? Der Officer Friendly hat uns noch nicht bemerkt. Vielleicht guckt er auch noch in die andere Richtung, ich hoff's. Okay, nee. So, noch einmal. Okay, die Magnum hat doch ein bisschen mehr Durchschlagkraft als so normale Revolver. Gucken wir mal. Ah, der hat noch Hohlspitzgeschosse für unser Snipergewehr. Das ist auch nie verkehrt. Und ich versuche mich jetzt an den wieder zu schleichen. Ich habe schon echt lang Kenny von den normalen Gegner mehr so gemeuchelt. Nein, jetzt weiß ich ja wieder warum. Schieß doch richtig drauf, Mann. So, ich wollte mich schon beschweren, warum der nämlich automatisch auf der Wäsching zielt. So. Schlag mal doch noch die Kiste kaputt. Ja, dass uns da was Tolles entgeht. Zum Beispiel 300 Zappa. Und ein Werkzeugdeal und nochmal 200 Xappa. Sehr geil. Ja, das Gel mag ich nur ungern verpassen, um ehrlich zu sein. So, dann zünden wir nochmal lieber A. Auch wenn der andere sich doch gerade an einem Bauarbeiter hier delektiert hat, mag ich nicht, dass der nochmal aufsteht. Sicher ist einfach sicher. Wir haben ja die Streichhölzer davor. Da geht's noch wo hoch. Ich glaube, da geht's in der Geschichte weiter. Da haben wir, glaube ich, noch Granat. Ja. Ja. Und da könnte man auch noch hochschlappen. Ne, Moment. Ich glaube, da geht's weiter in der Geschichte. Ne? Soll ich erst nochmal da gucken, was da gibt? Jupp. Da gibt's noch normale Pistole. Weißt was? Bis ich weiß, was es mit der Magnum auf sich hat, bleibe ich erst nochmal beim Scharfschützengewehr. Das laden wir jetzt auch nochmal noch. Und wenn ich wieder das nächste Mal in der Klinik bin, kann ich immer gucken, was der Magnum Revolver so fieses riecht. Und wie ich denn aufmotzen kann. Ich glaube, der wäre auch nicht schlecht als Bosskampfwaffe wieder, um richtig Schade auszudehlen. Aber für die kleine, stinknormale Gegner finde ich bisher so mein Revolver ziemlich geil, weil der 50-50 Chance hat, den Gegner niederzumachen. Und für Bosskämpfe bin ich dann doch eher für die Schrotflinte, das Scharfschützengewehr und... da ist noch Sabba. Und ja, ich glaube, die machen da einen guten Job. Deswegen hätte ich die Magnum erstmal als Damage-Dealer sozusagen behalte. Und ja, genau, das ist halt das. So, gehen wir durch rein. Das hat hier nicht abgeschlossen. Ach, hallo, du lustiger Gesell.
Ah, mehrere Xeller. Okay, die erstmal die Rieb abgeschossen. Jetzt du hässlicher Kerl. Hey. Okay. Lief doch soweit wieder ganz gut. Dann habe ich alle die Dates abgeschossen. Das ist schon mal nicht schlecht. Die stehen dann sicher nicht auf 100. Okay, der hat nicht so viel Gutes bei sich gehabt. Schade. Man kann nicht alles haben. Was ist hier, Schönes? Bam, 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 bam. Dich zünd ich an. Das ist doch klar. Altmodischer Schlüssel. Ein Schlüsselbund von einer Leiche im Durchgang. Er gehört zum Materiallager. Okay. Da ist noch einer. Wow. Herr Uff. Anna. Mann. Oh. Oh. Das ist gerade gemein. Okay, da hat sein eigener Kumpel gerade abgeknallt. Boah, Mann. Wenn du mich da mal Ziele lassen, dätscht. Das gibt's doch nicht. Jetzt reicht's aber. Jetzt langt's mal aber echt. So. Scheiß Typ. Das gibt's doch gar nicht. Ah, da kommen noch mehr von deiner. Habe ich sie alle erwischt von drüber? Sieht so aus, ne? Ich zünd mal lieber den Haufe hier an. So. Dich kriege ich auch noch, ne? Ich glaube, da steht auch nochmal auf, ne? Oder ist da noch irgendwo anders einer? Ich glaube, da drüber wackelt noch einer rum. Na, hier wieder das Gegluckers verpasst. Ich glaube, da können wir wieder ordentlich was aufmotzen, wenn wir wieder zurück sind in die Klinik. Da haben wir noch Streichhölzler, 2 Stück. Hey, wie bist denn du? Du olden Widerling. Okay, da ist er. Okay. Den habe ich erwischt. So. Hochlader. Und dann wird es mal wieder Zeit für so ein Ding, ne? Und wieder ein bisschen erhöht. Das ist nicht schlecht. Jetzt taumeln wir hier lustig durch die Gänge rum. Mann, war das ein harter Scheiß, ne? Okay, bin ich wieder einigermaßen klar im Kopf bastel. Das ist da gut. So. Das war... Okay, dann zünden wir mal vorsichtshalber an. Das ist immer besser, wenn man das macht. Okay, das sind noch ein paar Kameraden. So, dann habe ich der hässliche Washing noch abgerobbt. Und was sind sie dann? 100 und 500. 500 ist gut. Die muss ich nämlich anzünden. Und dann könnte man mal endlich an die Arbeit gehen. Und die der aufmachen. So. Okay, jetzt haben wir wieder alles im Lauf, was soll. Und dann wird hier aufgemacht. So. Oder war Zeit. Mann, oh Meter. Sieht so aus wie bei Hempels am Sofa hier. Ich freu mich, wenn ich dort drauf schieße, ob ich das Ding zum Absturz bringen könnte. Funktioniert das? Ich doch jetzt vielleicht von hinten drauf schieße oder so? Mal die Reife oder so? Na. Schade, ist nicht davor gedacht zum Interagieren. Chainsaw 3D. Hotel. Ja, da sind wir schon vorbei marschiert, das weiß ich. Das sieht ja auch geil aus, ne? Geile Umgebung hier. Also das haben sie großartig gemacht, hier die Umgebung.
allgemein die Levelgestaltung gefällt mir immer sehr gut, dass es immer so ein bisschen was anderes ist und immer relativ abwechslungsreich und nicht immer so selber. Wobei die Gegner halt oft gleich sind, aber teilweise auch levelspezifische Gegner dabei sind, was ich sehr geil finde. Also es gefällt mir so von der Gestaltung her echt gut, muss ich sagen, das Ganze. Ah, können wir doch runter noch? Wobei, nee, ich glaube, wir müssen ohne weiter, oder? Ohne sieht es aus, als müssten wir weiter. Dann mag ich erstmal wissen, wie es over ausschaut. Ob wir da noch was abstauben können. Ich habe gesehen, da war noch Gel, oder was? Nee. Okay, 3 Geschosse. Zu denen sage ich definitiv nicht, nee. Okay, für die Pistole haben wir wieder Full House fast. Nee, Quatsch, haben wir nicht Full House mehr hin. 25 Drache alleweil. Okay. Ja, da wird es weitergehen. Da ist nichts. Können wir auch nicht durch. Und da geht's auch nicht durch die Idee. Okay. Heieieiei. Aber das Level finde ich jetzt auch großartig, weil das hat jetzt wirklich was in so einem Katastrophe-Film-Szenario hier. Michael Bays Meisterwerk. Nicht Michael Bay, Roland Emmerichs Meisterwerk. Michael Bay war doch auch Texas Chainsaw Massacre, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, die Neuverfilmung hat er gemacht, ne? Das aus den 70er Jahren, was übrigens auch ein großartiger Horrorfilm ist und vor allem Vorreiter, was die Kameraeinstellungen und so weiter angeht. Das war auch großartig gemacht. Okay, da ist wieder so ein Schlemmerhansel dabei, der sich gerade an irgendjemanden delektiert. Dann können wir da... Okay, den kennen wir nicht von hinten überraschen. Der Schlemmerhansel ist jetzt wahrscheinlich mit uns im selben Boot, ne? Das sollte man vielleicht hochkraxeln, ne? Da gibt es noch 3 Kuckler für den Revolver. Das ist schon mal sehr gut. Kann man das aufschießen hier? Nee. Okay, unkaputtbare Stoffkist. Die kriegen wir so nicht kaputt. Das ist die Stahlbetonpappe. Die berüchtigte. Aha. Ach, du Scheiße. Okay. Scheiße. Also wir haben da ein paar aufgeknüpfte und wir haben da irgendeinen Freako im Wasser. Das heißt, wir können die als Köder benutzen, ne? Okay, das bringt nichts, aber auf ihn schießen. Nicht auf den Strick, sondern auf ihn, ne? Fällt der runter, wie im richtigen Lever. Und dann müsste der andere dann zerfetzen, ja. Okay. Ich habe das dumme Gefühl, wenn ich da jetzt reingehe, dann war's das. Vor allem, wenn der durch so notrar ist. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Wir leben, um zu lernen. Vielleicht reißt er ja zuerst die Beute statt uns, ne? Okay. Erstmal sicher. Da ist noch so Ding. Okay, das war saudumm. Weiter geht's. Schnell! Bevor dich der Freako erwischt. Okay. Was haben wir dort draus gelernt? Das ist das Wichtigste jetzt. Was haben wir dort draus gelernt? Wir haben daraus gelernt, dass ich den Ende runterschießen sollte auf das Autodach, was einigermaßen sicher ist, und dann sollte ich ganz durchschwimmen. Ich glaube zumindest so ist die Moral von der Geschichte, ne? Die Moral von der Geschichte, lenk ihn ab, den wässeren Wicht. So. Kann er sich dort drüber hermachen? Da klettern wir raus. Und dann schießen wir gleich mal auf
denn... Dann kann er den schmausen. Und wir können hier weg. Ja? Okay. Jetzt kommt er da hoffentlich nicht raus hier, der... Okay, zur Not wäre ich auch da hochgeklettert. Na gut. Ans nächste Futter. So, jetzt schwimm, was es Zeug hält. Bastel. Schwimm. Bastel. Nein, da ist er wieder. Renn doch, du Gesicht. So. Boah. Okay, gerade noch dem eklige Vieh entkummer. Mann, oh Meter. Da hat sich das doch noch irgendwie gelohnt. So, gleich mal wieder Nachlader. Ah, Mann, oh Meter. So, da geht's weiter. So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser. Ja, das ist eine weise Entscheidung. Wenn da mittlerweile auch im Wasser irgendwelche Viecher drin sind, dann meiden wir das doch so gut wie möglich. Glücklicherweise hängen immer so ein paar drüber, die man als Köder verwenden kann. Wie im richtigen Leben. Ach, wenn man irgendwo durch ein Alligator verseuchtes Gewässer durch muss oder sonst was, da hängen immer welche, die kann man als Beute benutzen. Ah, da haben wir nix. Tanko Denim, The Final White Shirt. Naja, es klingt jetzt so ein bisschen noch Werbung von Bestatter. Oder von Bestattungsausstatter. The Chapelle. Okay, da sieht man gar kein Gesicht mehr dazu. Na dann, zack, Abroller. Und da haben wir nix. Und in der Kiste ist erstmal Streichholz over, das ist immer gut. Werkzeugdeal und sonst war's das. Hoppla, Gehirnwelle kommen wieder. Ich nehme an, der Rudi ist wieder in der Nähe, ne? Okay, da kann man nichts machen. Das war nur Saal. Ein Münzeiwurf von dem Ding. Okay, der Rudi wird wahrscheinlich wieder in der Nähe sein, ne? Und uns rufen. Rudi ruft schon noch mehr. Hä? War wohl doch gut, dass ich die Arke gezündet habe. Ja, da ist er wieder. Was geht denn jetzt ab? Mutanten Rudi. Mutanten Rudi. Ich zünde ja. Nein. Ich wollte dich doch anzünden. Okay. Der Rudi hat es auch irgendwie verwischt. Okay. Mann, oh Meter, Mann. Eine billige Kopie? Ja. Mann, oh Meter sind beim Pansen des Hansen. Es ist doch auch wieder eine absolute kranke Scheiße hier. Okay. Jetzt fängt er anscheinend an, Doppelgänger von sich zu machen und uns die auf der Hals zu hetzen. Die erkennt man aber locker an ihre Tentakel unter der Kapuze. Also so schwierig ist das nicht, den vom richtigen Rudi zu unterscheiden. Während der Rudi das Brandopfer ist seine Kopie eher so tentakuloider. So. Ich hoffe, da ist kein Baby drin. Nee. Aber es sind 2 Streichhölzer drin. Das ist doch gut. Ja, bei dem, den ich da ursprünglich angezündet habe, bei der Ruhelose, war es wohl tatsächlich gut, dass ich das gemacht habe. Die wären nochmal aufgestanden. Man fühlt sich oft zu sicher, finde ich. Und ich bin eher einer von der Sorte, der steckt lieber alles nochmal an, was er sieht. Das waren jetzt, glaube ich, Schrotflinte-Patrone, wenn mich nicht alles täuscht. Und yo. Oh, ist klar. Da gehen wir dort durch, nachdem das jetzt geöffnet worden ist.
Mutanten Rudi. Bäh. Dann noch ein Spritzel, das brauchen wir aber gerade nicht. Sonst hätte ich mal wieder Platz geschaffen. Ja, uff. Okay, der ist zu. Was kommt jetzt? Ah. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, immer wenn es am spannendsten ist, ne? Ist das dreckig hier? Das war's schon die ganze Zeit, mein Lieber. Ist das sein Werk? Ja, ich glaube so, das ist noch so Bastion der Sicherheit in seinem Kopf anscheinend. Und auch das wird mittlerweile arg gegriffen. Es wird immer schäbiger hier, die Klinik. Ja, es platzt überall der Putz ab von der Wand. Und unser Nachbar schweigt. Es wird immer bräuglicher und schäbiger hier und der Putz fällt überall ab. Detective, Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte? Okay, wir haben ein neues Missing-Poster. Inspektor Brown vermisst Arnold Brown, Polizeiinspektor aus Crimson City, behauptete vor seinem Verschwinden wichtige Beweise für einen ungelösten Fall in der Hand zu haben. Arnold Brown, okay. Polizeiinspektor. Wäre das unser nächster Gegner? Leiche in Kanalisation gefunden. Verstümmelte Leiche in Kanalisation gefunden. In der Kanalisation von Crimson City wurde eine männliche Leiche mit offenem Gehirn und Operationsnarben entdeckt. Der Mann war bereits mehrere Monate lang tot. Der Vorfall erinnert an den Serienmörder von Elk River. Oh je. Oh je. Was kommt dann da noch auf uns zu? Ne, ich glaube, Kartefragment habe ich bisher nur und keinen Schlüssel. Wir können aber nochmal auf der Häse Stuhl drauf gehen, wenn der noch soweit intakt ist. Und können uns mit dem fast 30.000 ordentlich mal in der Nei föhnen. So. Was machen wir dann? Waffen. Ich wollte noch einen Magnum Revolver gucken. Ich kann die Feuerkraft erhöhen. Maximal 12 gehen rein. Kritische hat der gar nicht. Dann petze ich den erstmal richtig auf. Das wird nämlich so Bossgegner-Waffe, definitiv. Okay. 18.000, 16.000. Das nächste Magnum. Magnum muss stärker sein. Wobei, in etwa so wie die Schrotflinte, nehme ich mal an. Da sind wir bei alle jetzt so Stufe 3. Okay, Reserve. Magnum Patronen. Lassen wir erstmal so drin. Das passt, glaube ich, soweit. Spritzer mal abgeschlossen. Das lassen wir auch mal so. Könnte man auch noch erhöhen. Ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Weil mit der Sprengbolze arbeite ich ja eigentlich am meisten für größere Gegner. Okay, dann speichern wir noch. Wiedervereinigung. Nicht abbrechen. Natürlich will ich. Ah. Ich muss mit dem Stick und nicht mit der Hoch-Runter-Taste. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, ich mache hier wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann am Samstag zu Let's Play The Evil Within. Pelzig. Bis dahin, machen's gut. Iron Yankee.